Und die Abenteuer gehen weiter bei Master Quest. Im letzten Part haben wir den Wassertempel beendet und die Feuerpfeile erhalten. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzukehren. Und zwar um die 2 fehlenden Skulpturen, also Link, ja jetzt geht's, zu holen. Verdammt, wie ging das Lied schon wieder? Nee. Fuck man, das ist doch so episch, ey. Ich weiß das Scheißlied nicht mehr. Mir schwirrt die ganze Zeit die Hymne des Waldes im Kopf herum. So, ja, ach so, ja. Ah, hatte ich ganz vergessen. Das war's. Geht doch. Ah ja, diese Musik. So episch, so genial, einfach nur wunderprächtig. Wie jetzt morgen? Echt morgen früh schon? Ist unglaublich. So, hier haben wir soweit alles Kulturas eingesammelt. Fehlt noch das als Kind da vorne, aber das muss ich ein anderes Mal holen. Jetzt erst einmal zurück in den Tempel. Ich habe nämlich eure Kommentare noch durchgelesen vom letzten Part da, also vom Part 3 von 3 vom Wassertempel. Und bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, wie ich an die 2 fehlenden Skulpturas gelangen soll. Nochmals vielen Dank dafür, falls ich mich nicht schon bedankt haben sollte. Link? Kamera? Hallo, was soll der Scheiß? Okay. Na egal, Tempel ist offen, wir gehen durch. Muss mal kurz Lucky Lucky machen. Lucky Lucky klingt schon mit Jar Jar Binks. Zu viel Star Wars gesehen. Nee. Was ich eigentlich sagen wollte, Lucky Lucky machen betreffend dem Wasserstand. Okay. Müsste eigentlich zu oberst sein, wa? Oder? Sieht so schlecht. Doch, der ist zu oberst. Aber er muss in die Mitte, damit mein Plan funktioniert. Und das macht... Nee. Falscher Knopf. Ah, da ist auch ein. Gar nicht gesehen, ey. Gut, ich muss jetzt da durch und dann muss ich rein. Hey, ja, bam. Sehr schön. Gegner des hier in Master Quest ja keine. Es ist auch very... Ach du Scheiße. Very... Oh nee. Very schön. Oh nee. Ja, mein Fehler. Gut, muss halt ein bisschen anders machen. Und rein ins Kühlnass-Link. Perfekt, und jetzt die Eisenstiefel anziehen. Ich hoffe, der Plan funktioniert. Sieht nicht so schlecht aus. Bingo, Link, hallo. So. Genau, darüber. Wow. Ach, verdammt, ich muss das Ganze jetzt wieder... Ja, okay. Kleiner Denkfehler, ich muss den Wasserstand jetzt wieder auf den Boden zurücksetzen, weil ich unter Wasser die Ocarina nicht spielen kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber was will man machen? Egal. Eine Skulptur kann ich jetzt schon holen, die müsste auch bei dem höchsten Wasserstand funktionieren. Und das ist die da ganz unten. So, mal kurz Cookie machen, wieder mal, war. So. Die da oben, die hole ich mir ein anderes Mal, beziehungsweise weil ich den Wasserstand auf die Mitte gesetzt habe, müsste ich darüber kommen. Jetzt das erste Mal ist die hier fällig. Wenn ich das Ganze noch richtig im Kopf habe, wenn nicht, dann muss ich mich hauen. Dann gibt es einen Facepalm, aber einen ganz gewaltigen. Gegner, kommt dann rein runter. Sollte nicht, aber hochziehen. Link, komm schon. Yep. Durch die Decke, aber ist ja egal. Sehr schön. Ja. So ist's richtig. Und blub. Ja. Irgendwo drauf. Ich sag dir irgendwo draufstehen. Link. Hallo. Geht doch. Dann sind doch diese 3. Bingo. Genau da oben. Und das heißt, das erste Mal werden die Feuerpfeile. Werden die Feuerpfeile ausgerüstet. Yes. MP2, 2 Magiepunkte kosten die, alter Schwede. Na egal. Könnte ja auch teurer sein, wa? Mal kurz gucken. Fail. Hä? Wie jetzt? Ah, jetzt. Und der letzte.
Ja, die Steuerung hier beim GameCube-Controller ist einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schlecht ist es im Grunde genommen nicht, aber bis man sich daran gewöhnt hat und so, vor allem wenn man dauernd wieder zwischen der Wii-Controller und hin und her wechselt. Ja, hier versteht schon, denke ich. Ja, klappt sogar. Oh nee, die Gebrüder Stahlfuß schon wieder. Wow! Hier wäre es eigentlich clever, den Shield zu nehmen, war vor allem bei meinem Kampfstil. Na komm schon, ey. Komm schon, Toro. Springst du mal? Hallo. Die Gebrüder Stahlfuß. Dann halt nicht. Wo ist der andere da drüben? Aua, Mann! Du Assi! Ich finde das gar nicht krassi. Okay, also der rein war für die... Wow! Für den Arsch. Haha, du triffst mich nicht. La 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 la. Ich soll nicht so eine große Klappe haben. Und tschüss, Sikowski. Toll, 2 Herzen habe ich noch. Ist ja super. Ist jetzt... Ah, da oben wartet sie schon auf uns. Anvisieren klappt jetzt nicht mehr, wenn es Skulptur ist oder wie? Die hängt ja durch die Decke durch, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Yep. Eine goldene Skulpti! Nochmal zum Testen. Yep. Eine fehlt mir noch. Wo die ist, wissen wir eigentlich auch. Aber dahin zu kommen ist nicht ganz so einfach. Na, was soll's. Wir werden es schon schaffen. Herzen, hallo? Doch mal Herzen! Ohne Schmerzen. Nee. Rubin in der Luft ist auch sehr schön. Aua. Mann. Da wäre noch was. Ah, eine Fee. Dankeschön, liebe Fee. Juhu, wir haben es geschafft, Freunde. Jetzt können wir den Wasserstein wieder auf den Boden zurücksinken lassen. Muss leider sein, weil sonst kann man nicht an die letzte Skulptur heran. Das habe ich im zweitvorherigen Part, glaube ich, ein bisschen dämlich geplant. Ich gebe es ja zu, aber wenn man halt so einen Tempel blind spielt, ich beziehe es jetzt extra auf den Tempel, nicht wahr, nicht auf das ganze Spiel, dann darf man sich über sowas nicht wundern. Noch ist der Wassertempel ein für alle Mal durch, dann betrete ich den nie mehr. Außer vielleicht in Ganondorfs Turm, was da gerade so abgeht, weiß ich ja auch nicht. Ich fürchte, wurde im Master Quest auch geändert. Ja, da. Gut, so mit Schwimmen geht es ein bisschen schneller voran. Ja, Freunde, wir sind gleich da und danach, sobald der Wassertempel abgeschlossen ist, geht's ab nach Kakariko. Oh yes. Und dann machen wir einen Brunnen, dann gehen wir als Kind wieder hierhin zurück zum Hylia-See und in letztes Skulltula. Ja, und dann gehen wir in die Gerudo-Wüste, denn ich will den Geistertempel noch vor dem Schattentempel machen. Wieso das? Na, aus 2 Gründen. Zum einen wohl ist hier laut der Medaillenfolge, würde die Geistermedaille zuerst erscheinen, oder Schattenmedaille. Und außerdem bekommen wir dann ein Spiegelschild und ist doch epischer, wenn wir den ein bisschen länger verwenden können, als nur so nach einem Tempel quasi. Und dann noch in Ganondorfs Teufelsturm, wie das Scheißteil schon wieder hieß. Ist ja auch egal. Ja. Ich halte dir schon die Klappe. Denn ich muss mir echt abgewöhnen, ständig zu der Musik zu singen. Ist eine kleine Krankheit von mir, aber was soll's. Ja, wenn ich gerade so sehe, noch was anderes, und zwar wegen dem Schlüssel. Da haben ja auch schon einige von euch gerätselt, wieso es dann noch einen Schlüssel vorrätig gibt und so. Und es ist tatsächlich so, der wurde einfach, also entweder, es gibt 2 Varianten. Entweder wurde der noch eingebaut, weil man fand, dass der Wassertempel im normalen Ocarina of Time zu schwierig war, dass man es hier einfacher machen wollte. Oder aber, und das denke ich, der Grund ist, dass der einfach vergessen ging. Denn soweit ich mich erinnere, müsste jetzt die Anzahl der Schlüssel mit der im Original Ocarina of Time übereinstimmen, meine ich natürlich. Und daher kann natürlich sehr gut sein. Sehr gut, wir sind jetzt hier wieder unter Wasser, das ist hier auch nicht schlecht, dann gehen wir hier durch. Sind dann, machst du bitte mal die Tür auf, dankeschön. Sind im Norden, wir müssen aber in den Süden.
Und darüber und bingo, das müsste klappen. Ich hoffe, es klappt. Hm. Back to the roots, sag ich nur. Ja. Reicht locker aus. Bewaffnet. Und bam. Das sind nur Rubis. Hier drüben ist die scheiß gut. Ich höre sie sogar schon. Aber diesen Viech höre ich nicht. Hallo, hallo. Aua. Hallo. Boah, 3 Herzen gibt ab. Verdammt, ich hätte auch einen Sprung hier machen können. Das wäre episch gewesen. Aber egal. So, Feuerpfeil. Ich weiß nicht, ob der durch die Gitter hindurchkommt. Eigentlich müsste er das Gitter direkt abfackeln, aber ist egal. Wie komme ich jetzt da durch? Jetzt irgendwo... Doch ist das... Ah, ich dachte, es hätten da einen Schalter, aber... Oder? Moment mal, wenn es einen Schalter hat, auch das da. Nö, hat keinen Schalter. Es ist eine Fackel. Oh, die ist gut, die ist auch im Arsch. Und wir haben sie. Wir haben alle Skulpturas, oder? Komm schon, komm schon. Yes, Mann, alle Skulpturas des Wassertempels, alle Räume erforscht, wir sind hier durch. Nur noch 2 Tempel. Was ist der letzte? Bäm, der kommt so schnell nicht wieder. Nur dann, wenn ich den Tempel neu starten würde. Aber das mache ich ja nicht. So, ein paar neue Pfeile. Auch nicht schlecht. Bäm. Und Bäm. Nix. Und Bäm. Auch nix. Ein bisschen Magie wäre nicht übel. Hallo. Mana. Das Wort mit M und mit Ana. Ja, Pfeile. Ist ja auch super. Und wieder raus hier aus dieser Scheiße. Dann haben wir zwar einen Schlüssel. Ups, stimmt, ich muss die andere Seite. Sorry. Dann habe ich zwar einen Schlüssel zu viel, aber lieber zu viel als zu wenig. 29. Schade. Ist er da? Das ging aber schnell. Ist der Gegner? Okay, die spawnen relativ schnell wieder. Ich sag schon spawnen, hey, wie bei Minecraft. Dabei zocke ich nicht mal Minecraft. Ja. Sehr schön. Komm ich jetzt rausgekommen? Ach, ist ja auch egal. Ah, dafür ist ein anderer Greifpunkt. Ich verstehe. Hopp. Also kurz zum Eingang. Ach du Scheiße, das kann ja auswerten. Klappt das so? Alter, ist der lange. Und wir verlassen den Wassertempel. Und blub blub blub. Oh yes. Der wäre somit abgeschlossen. Na, endlich. Das heißt, ich porte mich jetzt. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich mache. Nee. Was kann ich keine Ocarina spielen, war? Nee. Scheiße. Auf eine Art und Weise. Aber ist doch egal. Du, jetzt meldet sich gleich Navi wieder zu Wort, oder? Weil ich nicht atmen kann. Nö, tut sie nicht. Natürlich, wenn ich hochtauche, dann sagt sie nichts. Wenn ich untertauche und am Boden festklebe. Ah, so, jetzt kommt die Zeit. Eine Minute, über eine Minute die Zeit anhalten. Link muss ein Profitaucher sein. Also ich könnte das nicht. Gibt es sicher Leute, die das können, aber sollen ja auch eher Profitaucher sein. Doch egal. Hallo? Okay. Hallo? Ich glaub's nicht, ich habe die Kantate des Lichts vergessen. Jetzt ist langsam peinlich. Ja, das habe ich doch vorhin gespielt, Mann. Ach du meine Güte, einfach ein bisschen langsamer, dann klappt das schon. Gut. Ja, Zitadelle der Zeit natürlich. Ja, was machst du jetzt eigentlich? Ah ja, genau. Kakariko, das war das Ziel.
um die Ereignisse des Schattentempels und natürlich auch des Brunnens zu aktivieren. Dann das Auge holen, die Skulptur aus deinem Brunnen und dann, ach du Scheiße. Das will ich alles noch bis zum 4. Juli schaffen. Ich bin doch bekloppt, hey. Ich bin echt nicht ganz gebacken. Na egal. Hallo Leute. Ja, ist schon gut, ich gehe ja. Scheiß Touristen. Ich hab doch gesagt, ich gehe schon. Meine Güte, ach, die Nachtschwärme muss ich auch noch holen. Oh, du, immer so viel zu holen. Oh, ja, Nachtschwärmer-Quest. Oh, die dürfte mühsam werden, hey, vor allem bei meinem Skill. Nee, komm. Ist viel zu kurz, da bemühe ich jetzt... Sorry, meine Stimme. Da bemühe ich mich jetzt nicht um Epona. Beziehungsweise da bemühe ich jetzt Epona nicht. Hier gibt es glaube ich auch noch irgendwo Skulpturas und Herzteile. Ah, da steht ja schon. Die treue Stute. Aber komplett mache ich das Ganze erst zum Ende des Spiels hin. Holy shit! What's happening? Oh, Sheik, the Sheikah. Hey, Sheik, the Sheikah. What's happening here? Back, Michael. Hä? Why? Oh! Das hätte auch ins Auge gehen können. Hm? Hallo, wer ist da? Na toll. Oh! Wow, Hilfe! Sheik, was treibst du da, Mann? Oh. Autschen. Alter, alles in Ordnung? Und da kommt der Schatten. Bongo, der Endboss des Schattentempels. Aber ohne Auge der Wahrheit für uns nicht zu erkennen. Ein Gegner, den man nicht sehen kann und auch nicht spüren kann, ist unbesiegbar. Und tot. Oder? Game over, alles vorbei, wir haben verloren. Nee, doch nicht. Es regnet bloß. Oh, meine Pirne. Eieiei. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ja, was nicht sagst, ey. Michael, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, so dass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Shit. Einfach nur Shit. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Michael, Impa ist einer der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nokturne des Schattens. Wie bedrohlich. Ja, ich höre. Wir hören, wir haben gehört. Jetzt spielen wir. Die Windmühle. Du hast Nokturne des Schattens erlernt. Geil, Mann. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Michael. Kannst du auch, Alter. Kannst du auch. Aber wie gesagt, ohne Auge der Wahrheit bringt uns auch die Nokturne des Schattens nicht. Und deshalb werden wir zuerst einmal zum Kind wieder. So, jetzt wird's ein bisschen peinlich. Yep, wie gesagt, es ist ein bisschen peinlich.
Was doch andersrum? Ah, jetzt geht's. Oben rechts, links oben. Du. Zitadelle der Zeit. Oh yes. Oh yes. Sehr schön. Noch einmal kurz das Inventar checken. Ich werde zum großen Checker, genau. Wir haben hier alles, da fehlt noch das Spiegelschild und die Schwebestiefel. Die bekommen wir jeweils in einem anderen Tempel. Hier fehlt noch das Auge der Wahrheit, das bekommen wir gleich. Das Ultimäßig 52, das ist auch gut. Holen wir gleich die 53. und dann zum Brunnen. Heya, heya. Heya, heya, ho, ho, ho. Und Zeitsprung! Jemand zurück nach 2005! Oder so ungefähr. Ist ja auch egal. Yo! Yeah! Wieso hat eine Vieh ausgerüstet und sogar noch die Dinger? Wundererbsen? Ach ja, die muss auch eine ganze Zeit pflanzen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe noch eine Menge zu tun, Freunde. Ich habe noch eine Menge zu tun. Bomben brauche ich vermutlich sicher. Die ins Feuerentferner kann auch nicht schaden, obwohl Dekostäbe sind da besser. Und weiter geht's. Das möchte gerne begonnen. Sag mal, was mache ich hier eigentlich? Mein Gedächtnis mal wieder. Moment, A stimmt. Das stimmt nicht ganz. Hä? Ah, jetzt. Eines der schönsten Lieder noch Queen of Time. Wie ich zumindest finde. Yeah, Mann, geil. Wir sind am Hylia-See. Oh, yeah. Yeah. Jetzt schnell darüber. Ja. Yep. Und jetzt? Oh yeah. Hymne der Sonne. Zeig dich, da bist du ja schon. Bam! Skulltula Nummer 53. Mann, sind wir cool, es sind nur noch 47, bis wir alle haben. Als Kind haben wir, glaube ich, sogar schon fast alle, obwohl die Tempel fehlen noch, wa? Wassertempel, Waldtempel. Ne, Waldtempel auf Dekobaum, so. Den Wassertempel brauche ich, Wassertempel sagen, nicht Wassertempel, einfach Lord Jabu Jabus Bauch, also den dritten Tempel. Da brauche ich ja auch noch das Auge der Wahrheit, sonst sehe ich die Gegner ja nicht. Wobei man die wirklich sehen muss, könnt ihr auch blind schießen mit dem Feuerpfeil. Das geht nicht. Und die Schleuder reicht nicht so weit. Der Boomerang ist sowieso für den Arsch. Kann ich noch was einpflanzen? Ne, wisst was, mache ich offscreen einmal. Beziehungsweise schon alles einmal, wenn ich auf die Suche nach den Skulpturas und so weiter gehe. Jetzt erst zurück zum... Ach du Scheiße. Ha, ich kann die Mucke noch. Zurück nach Kakariko. Ich überlege gerade mit der Hymne des Sturms, die könnte ich ja auch mal lernen, wobei ich nicht mehr ganz genau weiß, wie die Reihenfolge war. War es das zuerst Erwachsene und dann Kinder oder zuerst Kinder und dann Erwachsene? Ich kann mir überlegen. Hier kommen die Gegner. Moment mal. Das ist auch eine Skulptur. Ja, da ist sie doch schon. Alter Falter, naja. Ich muss dringend mal irgendwie eine Liste machen oder so. Eine Liste führen. Ich muss auch beeilen, es ist ja gleich Tag, obwohl es nicht auf dem Friedhof. Ah, anvisieren. Ist doch super duper. Da waren schon 54 an der Zahl. Not bad.
Wie geht's mit dem alten Boris? Gibt's noch ein Herzteil? Oh, das war mühsam, erinnert mich. Das war mühsam. Wobei, ja, man natürlich hier auf der Direktübertragung von der Gamecube Disc, sprich auf dem Original, dürfte ich die Stelle ja gut sehen. Im Emulator war es ein bisschen schwieriger oder mühsamer, wie auch immer. Wie war das jetzt? Ich glaube erst als Erwachsener, oder? Und dann als Kind muss ich die Hühner des Sturms spielen. Wie ging das genau? Genau, es ist noch friedlich und alles. Genau. Ah, die falsche Reihenfolge, verdammt. Ich mache mich aus dem Staub und werde schon wieder wachsen. Das gibt's ja wohl nicht, hey. Was, ihr kannst nicht warten, willst du mal verarschen? Ihr kannst nicht warten, lalalala. Ihr habt richtig gesehen, da oben ist auch noch ein Herzteil. Da. Das holen wir uns später. Denn wie gesagt, oder schon früher mal gesagt, Herzteil will ich mir erst am Schluss holen. Ja, zumindest die meisten. Der Part wäre eigentlich schon lang vorbei. Was heißt schon lange? Wäre bald vorbei. Aber das will ich jetzt noch kurz machen und dann in den Brunnen. Ganz genau. Ja! Ja! Bingo, bingo und bingo. So, Freunde. Erneuter Zeitsprung. Zurück in die Zukunft. Yeah! He-Man. Sorry, aber der musste sein. Yes. Oh, und jetzt aber ganz flott. Ja, zum Friedhof. Cool, Mann. Hier bin ich schon. Und hoppala. Juhu. Wow, Hilfe. Und schöpp. Yeah. Und schon wieder so ein Nachtschwärmer. Oder ein Irrlicht. Ja, ich glaube eher Irrlichter. Weil die Nachtschwärmer, die kommen ja nur auf der Hylianischen Steppe vor und für die kriegen wir dann am Schluss die 4. und letzte Flasche. Aber bei meinen Schießkünsten dürfte das noch eine Weile... Moment mal, hier oben hat es auch noch eine. Kultula, meine ich, der wird noch gar nicht erreicht, da weil wir noch einen Enterhang gebraucht haben. So, schauen wir gleich mal hin. Erst einmal... Genau, jetzt ist er sauer, oder? Nein, eine verflixte Ocarina ist ein Instrument des Teufels. Nee, ist sie nicht. Spielst du mal? Hallo? Moment mal kurz. Ich hab doch die noch gar nicht, oder? Oh, ich hab die ja schon. Och, bin ich ein Vollidiot. Ich habe mir die ganze Zeit was... Lass mich ran. Das habe ich mal zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich da noch danach Skyward Sword gezockt habe und deshalb da so eine lange Pause war und so. Ach du Scheiße. Na egal. Hauptsache wir haben es, oder? Peinlich bis zum geht nicht mehr. Dann hole ich mir auch noch kurz die Skulptur hier. Wenn schon Nacht ist und es regnet. Autsch. Dankeschön, Link. War wieder mal sehr elegant. Da oben gibt es auch noch ein Herzteil. Erinnere mich so spontan. Sonst gibt es nur noch da drüben eins. Boah, wie lange der Endhaken reicht, ist ja unglaublich. Oh nein, Link! Heute ist nicht mein Tag, ey. Nee, definitiv nicht. Soll der sagen schon wieder nicht. Ist irgendwie in letzter Zeit niemals mein Tag, wa? Das ist schon ein bisschen peinlich. Hab ich die auch schon? Nee, ich glaube nicht. Ich komme mit dem Fangrad gar nicht hin. Sage ich ja. Geht doch.
Yeah, im Sprunghieb! Bäm. Was sagt jetzt die Anzeige von wegen Golden Skulpturas und so? 55! Wird doch immer besser. Ich glaube, wir haben jetzt in Kakariko so gut wie alle Skulpturas zusammen. Müsst sonst mal nachher auf der Liste nachschauen. Ich führe dir eigentlich stetig eine Liste. Darf auch nur nicht vergessen, ständig nach einem neuen Part die Liste auch zu ergänzen. Ja, langsam müsst ihr eigentlich auswendig können, wa? Ganz genau. Und irgendwie kann ich sie auch und dann wieder nicht. Das ist halt das Alter. Boah, es begann schwer lange. Alter Falter, ey. Tja, die Länge macht er doch aus. Zumindest in gewissen Dingen. Nicht immer, aber öfters. Also dann schon wieder zurück in die Vergangenheit. Jetzt habe ich glaub, wirklich an alles gedacht, wa? Ich hoffe es zumindest. Ja. Müsste eigentlich alles haben. Du, du, du. Oh yes, und bam! Und willkommen zurück in Anno 2005. 7 Jahre zuvor, 2012, 2005. Ich glaube, es müsste eigentlich soweit klar sein. Bläh. Langsam sprechen wir auch eine Variante. Das war viel. So wird doch schon eher ein Schuh draus. Ja, zum Friedehofen. Jetzt muss ich an die Mühle herablassen, das war ja der Grund, warum ich als Kind hierhin zurückkehren muss. Genau, ich erinnere mich wieder, ich erinnere mich. Irgendwie auch wieder nicht, aber egal. Ist garantiert nur der Vorführeffekt, juhu! Hatte ich letztens im Unterricht bei einer Präsentation auch. War ein sehr toller Vorführeffekt, zu Hause hat alles geklappt und so mit der Technik und vor Ort dann überhaupt nichts mehr. Ja, das ist natürlich immer sehr schön. Aber egal. Genug von meinem Real Life, zurück zum Spiel. Und vor allem zurück in Kakariko. Jetzt habe ich mal das Brunnen bereits auf. Weiß ich ja gar nicht. Nicht, seht da irgendwie Wasser schimmern? Komm schon, Link. Nö, sieht nicht so aus. Also dann machen wir es kurz mal. Die Hymne des Sturms. So, Alter, was sagst du zu meiner Ocarina? Ah, jetzt klappt's. Ach du Scheiße, Hymne des Sturms. Weißt du das noch? Nö, weiß ich nicht mehr. Ist schon zu lange her. Hier. Hier. Hallo, geht doch. Ah, das war mit dem runter. Das war das Lied. Das rassige Lied. Jensansturm. Jetzt wird die Mühle angekurbelt. Was ich aber gar nicht verstehe, ist, wieso der Typ in der Zukunft so wütend ist, warum wir in der Vergangenheit die Hymne des Sturms gespielt haben. Gibt für mich keinen Sinn. Okay, ich meine, wir lassen jetzt den Brunnen herunter und so, von daher gibt es schon Sinn, aber für ihn selbst ist das gar nicht so schlecht. Das ist eine sehr schöne Melodie. Huch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Ach so, deshalb, es geht ihm zu schnell. Wow, Hilfe! Hilfe! Beinahe übel geworden. Wow. Ja, ein bisschen zu schnell, ich gebe es ja zu. Und deshalb hauen wir auch ab. Haha. Hat sie auch noch Skulpturas? Ne, die habe ich doch geholt. Da oben hat sie eine Leiter. Die habe ich, soweit ich weiß. Na egal. Betreten wir den Brunnen! Und... das war eine elegante Landung, Link. Oh mein Gott! Und da sind wir, Grund des Brunnens. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Ocarina of Time Master Quest. Ich denke, mehr als 1-2 Parts werde ich jetzt nicht den Brunnen gebrauchen, dafür ist er nicht allzu groß. Außer natürlich sind noch die ganzen Skulpturas und so. Dann wird es eine längere Weile dauern. Egal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao zusammen. Juhu!